Amen. Schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich riesig, darf mit euch heute ins Wort Gottes hineinzutauchen. Schön sind ihr am Livestream mit dabei. Hey, ich möchte zum Start gerade etwas fragen. Und zwar, kennst du das Gefühl, wenn du aus dem Reisebüro rauslaufst und du hast gerade deine Traumreise gebucht? Oder vielleicht bist du daheim vor dem PC, nach langem Recherchieren von dieser Kaffeemaschine drückst du «Kaufen» und es löst doch so Emotionen in dir aus. Kennst du das? Vielleicht ist es bei dir eine Kaffeemaschine, vielleicht ist es das Handy, vielleicht ist es die Nähmaschine, vielleicht ist es sonst irgendein technisches Gadget, das du unbedingt haben willst. Ich kenne das sehr gut. Es sind doch so schöne Emotionen, so ein zufriedenes und ein freudiges Gefühl, oder? Vielleicht gehörst du aber auch zu den Personen, die sagen, hey, nach der Ferien ist vor der Ferien. Und wenn du heimkommst, das Erste, was du machst, oder vielleicht das Zweite, das Dritte, ist neue Ferien buchen, die nächste Ferien buchen, weil du liebst, so die Vorfreude zu verspüren. So das Sehnen, wenn wir doch weggehen, irgendwo, also wo wir noch hin können, oder? Aber das Sehnen nach Weggehen, nach Tapetenwechsel. Ich persönlich kenne das wohltuende Gefühl, wenn ich mir etwas Schönes kaufe, speziell dann, wenn ich schon ein Zeitchen darüber nachgedacht habe, mir überlegt habe, was das genau soll sein. Ja, aber vielleicht kennst du auch das, dass du lange im Internet am Recherchieren bist und du hast so eine Freude beim Bestellen und freust dich wie ein kleines Kind. Und wenn dann das Päckchen kommt, dann hast du gar keine Zeit, um es auszupacken. Und es liegt vielleicht 2 oder 3 Tage irgendwo in deinem Gang. Und dann, wenn du es auspackst, ist die Freude aber gar nicht mehr so überwältigend, wie es dort, wo du es bestellt hast. Kennst du das? Das bringt mich direkt zu unserem heutigen Thema, wo es um weniger Materialismus, mehr Leben sich handelt. Und wir sind im 4. und im letzten Teil von unserer Serie «Weniger ist mehr». Und in dieser Serie wollen wir den erstaunlichen Lebensstil von Jesus miteinander anschauen und wir wollen von ihm lernen, weil er hat so einen gesunden Lebensstil geführt und als Nachfolger von ihm wollen wir von ihm lernen und wollen den nächsten Schritt machen und ihm nachfolgen. Heute dreht es sich um Materialismus, um Besitz und auch um Geld. Der Umgang mit Geld und Besitz gehört nämlich zu den wichtigsten Themen, die wir in der Bibel lesen. Es gibt kaum ein anderes Thema, wo Jesus so oft darüber geredet hat. Im Neuen Testament ist fast jeder 6. Vers handelt es sich um das Thema. In der ganzen Bibel sehen wir um die 2300 Verse, wo sich um Besitz und Materialismus oder Geld dreht. Und Jesus macht ein paar sehr, sehr klare Aussagen im Neuen Testament, wenn es um diese Thematik geht. Und zum Teil sind das auch Aussagen, die eher schwierig zum Einordnen sind. Und ich will gerade ein paar mit euch anschauen. Und zwar im Lukas 12 zum Beispiel. Da steht Folgendes. Nehmt euch in Acht. Hütet euch. Und ich überlege mir dann, aber es geht doch auch darum, dass ich einen verantwortungsvollen Umgang habe mit Geld und mit Besitz. Dass ich mir etwas ansparen kann, vielleicht gerade später, dann mal, wenn ich älter bin. Darum, das ist recht so eine klare Aussage von Jesus. Aber auch Matthäus 6 sagt ja, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Wenn du das liest, vielleicht denkst du gerade so, hey, das ist jetzt mal noch leicht gesagt von dir, Jesus. Aber gerade in schwierigen Zeiten, wie in dieser Corona-Krise, ist das gar nicht immer so einfach, sich nicht Sorgen zu machen um Materielles. Oder in Markus 4,19 steht, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und auch mit diesen Aussagen könnte man sich fragen, hey Jesus, was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass Reichtum nur schlecht ist? Ich glaube nicht, dass Jesus diese Aussage damit machen will. Und das werden wir auch im Verlauf dieser Predigt noch genauer sehen. Aber gerade für uns als Bürger von einem sehr wohlhabenden Land
fordern uns die Texte heraus, um uns darüber wirklich Gedanken zu machen. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass Besitz und materielle Reichtum sehr vereinnahmend sein können oder sehr schnell uns einnehmen können. Und wenn Jesus so viel darüber redet, dann wollen wir auch genauer anschauen und wollen schauen, was bedeutet denn das für dich und für mich in unserem Alltag hier in der Schweiz. Die Verse gehen uns etwas an, wie Besitz und gerade auch Materialismus haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Gerade in der westlichen Welt. Und das beeinflusst auch uns heute im 2021. Wenn wir nämlich mal einen Blick schauen auf die letzten 100 Jahre, dann sehen wir sehr schnell, wie sich das Thema Materialismus so stark verändert hat und wir nicht mehr am gleichen Punkt sind wie vor 100 Jahren. Anfangs 1900 sind nämlich etwa 70-80% von Leuten von der Schweizer Bevölkerung Landwirte gewesen. Sie haben ein einfaches, ein simples Leben geführt mit wenig. Die meisten Familien haben von ihrem Land gelebt, sie haben damit gehandelt, sie haben nicht sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und die meisten materiellen Sachen, die sie hatten, das war Material, das sie gebraucht haben und nicht Material, das sie einfach wollten. Über die Jahre hinweg dann, auch gerade durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg, hat sich sehr viel verändert. Und dann um die 50er Jahre war es normal, dass man kleine Häuser hatte, kleine Wohnungen hatte, dass in Familien mehrere Kinder haben ein Zimmer miteinander teilen, vielleicht 4, 5, 6 Kinder. Das war normal. Und wenn wir heute unsere Wohnungen anschauen, unsere Häuser anschauen, dann sind sie eigentlich doppelt so gross und wir haben die Hälfte von Kindern wie dazumal. Aber auch die Werbung hat sich sehr, sehr stark verändert durch die ganze Digitalisierung, durch Social Media. Wir werden mit der Werbung so viel mehr konfrontiert als früher und auch der Inhalt hat sich stark verändert. Zum Beispiel, schon gerade zu den 50er und 60er Jahren, hat man den Leuten mit der Werbung aufzeigen, welches Produkt für sie besser ist. Also wenn du einen Staubsauger hast kaufen, dann hat die Werbung gesagt, hey, der Staubsauger ist besser, er ist leistungsfähiger, er saugt in einer Sekunde viel mehr Staub auf als der. Und heute vermittelt uns die Werbung etwas total anderes. Und zwar, heute zeigt uns die Werbung das Produkt, das dich und mich glücklich macht. Ich bin nachschauen, zum Beispiel Coca-Cola, die haben den Slogan «Choose Happiness». Wir sehen es da oben. Jedes Mal, wenn du das Fläschchen aufmachst, dann kommt Happiness, Freude und Glück in dein Leben. Oder auch, da sehen wir bei so Tee, das gibt dir innere Ruhe, Harmonie für Körper und Seele. Das wollen wir doch. Die Zufriedenheit, das Glück. Und ob wir es wollen oder nicht, es beeinflusst uns ein Stück weit. Die vielen Werbungen, die wir durch Zeitungen, vielleicht durch den Fernsehen, Social Media sehen. Und sie kreieren so einen tiefen Wunsch in uns inne, das Verlangen zum Freude, Glück, Emotionen zu verspüren, wo uns Zufriedenheit gibt. Und die Logik, die uns da immer wieder weiss gemacht wird, ist, dass mehr Besitz oder auch mehr Geld uns mehr Zufriedenheit, Freude, Glück, Emotionen schenkt. Jetzt brauche ich schnell den Schreiber. Und ich habe das hier auf dieser Flipchart mitgenommen. Die drüllt sich da. So. Also, was uns die Welt sagt, ist eigentlich, dass mehr Besitz uns mehr Zufriedenheit. Schreibe ich jetzt einmal. Das kann Glück sein, Freude, Emotionen. Das ist jetzt mal so der Übertitel. Und ich habe mir überlegt, ist das wirklich so? Oder ist das nicht auch eine Täuschung? Weil eigentlich sind wir uns doch bewusst, dass Besitz uns nicht einfach glücklich macht und uns Zufriedenheit gibt. Aber irgendwie fallen wir doch alle immer wieder mal darauf hin. Vielleicht noch eine Randnotiz. Natürlich gibt es Momente, wo uns Geld Zufriedenheit schenkt. Zum Beispiel, wenn man arm ist und endlich ein Dach über dem Kopf hat. Oder wenn man in die Lehre kommt als Jugendlicher und endlich ist man finanziell unabhängig von den Eltern. Oder so, yes, mein erster Lohn, den ich bekomme.
Aber die Zufriedenheit und das Glück und die Freude geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es gibt uns nicht die tiefe Zufriedenheit und die tiefe Freude, wo wir uns eigentlich danach sehnen. Jesus sagt im Lukas 12, dass das Leben von einem Menschen nicht vom Wohlstand abhängig ist und der Besitz allein uns nicht Zufriedenheit gewährt. Also ist es ein Stück weit eine Täuschung, dass mehr Besitz dich zufriedener und glücklicher macht. Wie wenn das so wäre, ich habe mir überlegt, wenn das so wäre, dann wären wir als Schweizer die glücklichsten Menschen und die zufriedensten Menschen. Ein zweiter Faktor, den wir oft vergessen, ist, dass uns eben Besitz nicht nur Geld kostet, sondern es kostet dich auch Zeit und Energie. Denk mal darüber nach. Ich habe vor ein paar Monaten eine neue Fotokamera gekauft. Zum einen arbeite ich noch als Fotografin, nebst dem, dass ich Pastorin bin. Aber ich habe das gebraucht und will das auch als Hobby brauchen, in meiner Freizeit brauchen. Und ich habe es gerade ausprobiert. Und es kostet mich Zeit, oder? Es kostet mich Zeit, dass ich kreativ sein kann, zum Fotos machen von Leuten, Leute fragen, ob ich Fotos von ihnen machen kann. Und ich glaube, oftmals sind wir uns nicht bewusst, dass wir eben nicht nur für Besitz zahlen mit Geld, sondern auch mit Zeit. Und weniger Zeit bedeutet oft sehr schnell Hektik und Stress in unserem Leben. Vor etwa gut 2-3 Jahren haben mein Bruder und seine Frau ein neues Haus gebaut. Sie haben jahrelang daran geplant. Und ich bin das erste Mal vorbeigegangen und ich habe mich so gefreut für sie. Es ist ein wunderschönes Haus mit Bergsicht. Und sie zeigt mir so all die Zimmer. Und sie haben 2 extra Zimmer. Das eine wäre für einen Lehrling, den sie mal haben wollen. Wir sind den Hof von meinen Eltern übernommen. Und das andere ist für Gäste. Ich komme an in die Stube, eine wunderschöne grosse Stube. Und draussen so ein grosser Garten mit Trampolin und Feuerstelle. Und einfach so viel Platz für Kinder. Ich habe gedacht, hey, wie genial, dass ihr so viel Platz habt. Und als ich mich so umführe, meine Schwägerin sagt sie irgendwann, ja, weisst, ich brauche jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zum Putzen und zum den Garten zu machen. Und ich musste schmunzeln, oder? Weil ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass Geld und Besitz auch unsere Zeit, Energie in Anspruch nehmen. Und je mehr wir besitzen, desto mehr fließt von unserer Energie, von unserer Aufmerksamkeit ins Materielle. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir das wirklich? Wollen wir das? Was uns vermittelt wird und wir oft glauben, auch gerade im Unterbewusstsein, ist, dass mehr Besitz uns Zufriedenheit gibt, uns Freude gibt, Glück. Aber was eigentlich in unserem Leben passiert, ist, dass mehr Besitz uns eben auch mehr Eile bereitet. Und mehr Besitz kann auch heissen, weniger von dem, was wirklich zählt in meinem Leben. Weniger Zeit, zum spontan mal Nachbarn einzuladen. Weniger finanzielle Freiheit, zum mal grosszügig sein. Weniger Ruhe. Vielleicht weniger Fokus in unserem Leben. Und vielleicht weniger von dem, wo Jesus sagt, hey, das ist wirklich das, was in deinem Leben zählt. Und darum ist eben mehr Materialismus nicht unbedingt mehr Leben. Und ich möchte dich fragen, ob es sein kann, dass wenn du zu viel hast, dass es eben auch von dort herkommt, dass du wirklich zu viel hast. Dass du nicht nur viel los hast und beschäftigt bist, sondern dass du auch viel Materielles hast, wo deine Zeit frisst oder überfüllt. Wo siehst du das in deinem Leben? Ich will nochmal zurück auf die Matthäus-Stelle, die ich am Anfang vorgelesen habe. Da sagt Jesus etwas Spannendes. Er sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Im Vers 24 sagt er, ein Mensch kann nicht 2 Herren dienen.
Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen wird er abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also was Jesus da sagt ist, hey, investiere nicht deine ganze Zeit, deine volle Energie, dein ganze Geld in Sachen, die vergänglich sind. Sachen, die alt werden, die rotten. Und damit meint er weltliche, vergängliche Sachen. Stattdessen investiere dein Leben in das, was wirklich wichtig ist. Ins Königreich Gottes, in die Beziehung mit Gott, in das, was er durch dich bewirken will auf dieser Welt. Weil das ist das, was dir wirklich Leben gibt. Und das ist das, was unserem Umfeld auch gut tut und was ewig ist. Wie dort, wo wir die meisten Ressourcen hineingeben, unsere Zeit, unser Geld, aber auch unsere Gaben und noch viel weiteres, dort sehen wir, was uns wirklich wichtig ist und wo auch automatisch unser Herz einnimmt. Und Jesus sagt da, hey, du kannst nicht gleichzeitig Gott dienen und am Mammon. Und Mammon ist da damit Geld gemeint. Entweder ist es Besitz, der Mammon, oder Gott. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich merke, wie das irgendwo durch so eine Spannung auslöst. Eine Spannung für meinen Alltag. Die Spannung zwischen etwas geniessen, eine schöne Ferien gehen, aber dann doch nicht mein Herz voll und ganz an die Sachen zu hängen. Und die Frage ist, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Spannung um? Müssen wir jetzt einfach ein schlechtes Gewissen haben, sobald wir uns etwas leisten? Müssen wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt einfach arm werden und alles verkaufen? Und wir sehen, wie Jesus selber auch zum Teil in dieser Spannung war. Und zwar hat es immer wieder Momente gegeben, wo er zu seinen reichen Freunden gegangen ist und ein feines, ausgiebiges, grosses Essen gegessen hat und das genossen hat. Und dann, kurz darauf redet er aber, dass wir unser Herz prüfen sollen und dass wir unser Herz nicht an so Sachen, so vergängliche Sachen anhängen sollen. Und Jesus geht es da nicht darum, dass zu viel Geld oder zu viel Besitztum schlecht ist. Es geht ihm auch nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, wie Jesus segnet uns auch. Er segnet uns mit Materiellem. Aber Jesus will, dass Gott in unserem Herz an erster Stelle steht und dass unser Fokus auf seiner Mission liegt und wir in dem einen wichtigen Teil mitspielen. Dass Menschen gerettet werden, dass die Welt gerettet wird und ihn erkennt. Und es geht ihm immer um unsere Herzenshaltung. Es geht ihm immer um unsere Herzenshaltung. Und darin müssen wir uns immer wieder selber reflektieren und auch hinterfragen. Laufen wir mit dem Materialismus einfach mit? Lassen wir uns einfach so den Herd treiben oder treffen wir bewusst Entscheidungen in unserem Leben? In dieser Spannung zu leben bedeutet, dich immer wieder hinterfragen. Warum? Und nicht nur warum, sondern wozu müssen wir so viel besitzen? Versuchen wir damit, Zufriedenheit zu erlangen? Kann es sein, dass uns vielleicht der Besitztum auch sehr fest beschäftigt und einen Fokus einnimmt? Was macht es mit uns? Was macht es mit unserem Herz? Weil anscheinend stehen wir in der Gefahr, wie Jesus sagt, zum habgierig werden. Den Drang danach haben, mehr zu besitzen. Oder dass unsere Freude im materiellen Wohlstand und wir in finanzieller Sicherheit auch suchen. Und dass damit Sorgen aufkommen in unserem Leben. Wir uns Sorgen aufladen und Gottes Reich immer mehr und mehr aus den Augen verlieren. Und ich glaube, manchmal kommt das so schleichend in unser Leben. Oder? Habgier ist so ein krasses Wort. Aber es kann so schleichend kommen. Ich merke das nur schon bei mir, wenn jenste von meinen Freunden etwas kaufen, sich für etwas interessieren, man redet darüber und plötzlich weckt es in mir das Interesse und denke, eigentlich müsste ich das ja auch haben. Oder? Und wie schnell kann ich dem nachgehen? Und ich will nicht damit sagen, dass es schlecht ist, so etwas Neues zu kaufen. Das ist mir wichtig. Aber wie schnell nimmt es meinen Fokus ein? Und vielleicht auch mein Herz. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder ehrlich mit uns sind. Mit unseren Ehepartnern, mit unseren Families, auch mit unseren Kindern. Dass wir da unsere Herzen immer wieder checken und anschauen und ehrlich reflektieren.
Die Frage ist, was hilft uns denn in dieser Spannung, dass wir unsere Herzen auf Gott ausrichten können, voll und ganz, immer wieder. Und Jesus zeigt uns das. Und zwar zeigt er uns einen Lebensstil. Und es ist der Lebensstil der Einfachheit. Darin können wir so viel lernen von ihm als Nachfolger. Einfachheit, wenn ich mir das erste Mal vorgestellt habe, habe ich an einen leeren Raum gedacht, mit einer Matratze am Boden, einem Tisch, 2 Stühle. Das ist für mich Einfachheit. Aber das ist die falsche Vorstellung von Einfachheit, wenn du jetzt vielleicht etwas Ähnliches für dich gedacht hast. Es geht nicht darum, zum arm zu sein und einfach alles weggeben, auf alles zu verzichten. Nein, sondern Jesus war auch nicht finanziell arm gewesen. Bevor er ein Rabbi geworden ist, hat er einen Beruf gehabt, er hat ein Einkommen gehabt, er hat Geld verdient, er hat normal leben. Und auch nachher, als er als Rabbi unterwegs war, mit seinen 12 Jüngern, er ist unterstützt worden von verschiedensten Menschen. Er war nicht primär einfach arm gewesen. Einfachheit geht tiefer. Es ist nämlich eine Art von Lebensstil. Es ist der Lebensstil, zu wissen, was wirklich zählt für mich in meinem Leben. Und meine Zeit, mein Geld, mein Besitztum wirksam für das einzusetzen. Einfachheit bedeutet nicht, dass wir nichts mit besitzen dürfen, sondern es bedeutet mit weniger, aber bewusst zu leben. Einfachheit ist bewusst, den Besitz hochzuheben und alles andere, was uns ablenkt, wegzutun. Es gibt ja gewisse Sachen, die uns gut tun. Gewisse Sachen, die uns auch Freude geben, über längere Zeit. Oder? Das ist nicht einfach so der schnelle Glückmoment. Vielleicht ist das ein schöner Garten, wo du hast, was du liebst, zum stundenlang dort sein und du kannst abschalten. Vielleicht ist es auch dein Auto, wo du nach 5, 6, 7 Jahren immer noch Freude hast. Der Joni und ich haben das Auto, wo wir hier eine Matratze drin haben, wo wir es lieben, um einfach mal wegfahren, abschalten, irgendwo into the wild, ein bisschen unsere Zeit zu haben. Wir lieben das. Und auch nach 6 Jahren haben wir immer noch Freude an diesem Auto. Und es geht mir nicht darum, zu sagen, dass das alles schlecht ist, aber die Frage ist, brauchen wir jedes Jahr neue Felgen? Brauchen wir jedes Jahr das Neueste für das Auto? Ich weiss nicht mal, was man alles machen kann neu. Brauchen wir jedes Gartenwerkzeug für unseren Garten, wo man haben kann? Jede Küchenmaschine, wenn man gerne backt. Oder vielleicht bei den Männern, jede Fräse, jeder Hammer, jedes Gadget, wenn man gerne so elektronisches hat. Brauchen wir das alles? Was brauchen wir wirklich im Leben? Ein Lebensstil von der Einfachheit führt dazu, dass wir uns nicht mit Materiellem einfach eindecken, sondern es gibt uns Raum und es gibt uns Zeit für das Wesentliche im Leben, für das, was wirklich zählt, was einen ewigen Wert hat, das Königreich Gottes, wie es Jesus sagt. Und Jesus setzt so Prioritäten. Ihm geht es immer ums Wesentliche, ums Königreich Gottes. Er setzt Prioritäten für das, was ihm wichtig ist, und das gibt ihm Raum. Er sucht immer wieder Beziehung mit dem Vater, geht in die Wüste, legt alles auf die Seite, verlässt alle Menschen, geht in die Ruhe, allein Zeit mit dem Vater. Und so können auch wir in die Ruhe kommen, wenn wir nicht abgelenkt sind von Materiellem um uns herum. Jesus verfolgt seinen Auftrag so klar, er ist fokussiert auf den Menschen. Menschen, die in der Not sind, Menschen, die benachteiligt sind, reiche, arme, Pharisäer. Was macht er? Er geht zu diesen Menschen, er schenkt ihnen Beachtung, Aufmerksamkeit, er redet mit ihnen, er lässt ihnen zu, ohne Ablenkung. Und er hat Energie dazu. Und vielleicht merkt man plötzlich, wenn wir weniger Materialismus haben, wenn wir ein bisschen ausmisten bei uns, dass wir auch mehr Energie haben. Dass wir einfach auf Menschen zugehen können, anwesend sind, präsent sind. Einfachheit, Leben bedeutet, mir bewusst zu werden, für was ich leben will. Und was es an Materiellem dazu braucht. Dass eben das Materielle meinem Auftrag dient und nicht mein Leben, mein Auftrag am Materiellen. Und da ist die Frage, wer dient wem? Was lenkt mich ab von dem, was wirklich zählt in meinem Leben?
Die Frage ist jetzt, wie können wir die Einfachheit in unserem Leben fördern? Und dazu gibt es ein paar Prinzipien, die uns helfen können. Und ich möchte euch mitnehmen, es sind 6 Prinzipien. Ich gehe kurz durch, aber sie können uns helfen, zum fokussierter Leben. Und das Erste ist, bestimm du, was wirklich wichtig ist. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und daraufhin sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Welche Früchte willst du, dass aus deinem Leben herauswachsen? Für was willst du vielleicht einmal bekannt sein? Was willst du mal hinterlassen, wenn du gestorben bist? In deiner Familie, in deinem Umfeld? Wenn wir nicht wissen, für was wir gehen, für was wir leben, was uns wichtig ist, dann können wir nicht darin investieren und die richtigen Entscheidungen fällen, sondern dann lassen wir uns einfach irgendwo ein bisschen leben und treffen irgendwelche Entscheidungen. Darum müssen wir uns bewusst werden, was ist uns wichtig und vielleicht uns nochmal neu fragen, ja, was ist mir wichtig oder vielleicht auch in dem Lebensabschnitt, wo ich jetzt gerade drinnen stehe. Und das Zweite ist, bevor du etwas kaufst, frag dich, was kostet es wirklich? Stell dir die Frage, was kannst du dir leisten, finanziell, und wie viel Zeit kostet es dich auch, das, was du postest? Wird es dein Leben bereichern? Bereichert es deine Gottesbeziehung? Oder lenkt es dich ab vom Wesentlichen? Macht es dein Leben ruhiger? Oder bringt es Stress und Unruhe in dein Leben? Überlegen wir uns, was kaufen wir und wie viel kostet es uns wirklich? Einfachheit bedeutet auch ausmisten. Wer schon mal ausgemistet hat, weiß, wie befreiend das kann sein. Sachen einfach loszulassen, neu Platz zu schaffen. Und vielleicht ist es auch dran, jetzt gerade wo der Frühling kommt, mal einen Frühlingsputz zu machen. Das kann materiell sein, das kann aber auch mit deinen Hobbys sein, wo du merkst, hey, das vereinnahmt dich. Das können auch schlechte Beziehungen sein. Damit, dass wir mehr Fokus gewinnen können, mehr Energie haben und Aufmerksamkeit und auch Leidenschaft, hilft es uns, auszumischen, ehrlich anzuschauen und anzuschauen, was ist uns wirklich wichtig und was muss in meinem Leben sein. Einfach leben bedeutet fokussieren durch eliminieren. Das heisst, Zeug weggeben und ausmisten. Ich merke nur schon bei meinem Kleiderschrank, ich habe vor ein paar Monaten den mal ausgeräumt. Ich habe den ausgeräumt und schaue rein und merke, er ist immer noch voll. Das ist zum Teil unglaublich, wie viele Sachen das wir haben. Hey, das geht wahrscheinlich nicht nur mir so. All die gelacht haben. Dann mein 4. Punkt ist, keinen Schnellkauf machen. Wie schnell, wenn wir etwas sehen, das gerade kaufen, denkt man, ja, das kaufe ich jetzt gerade noch. Ich habe angefangen, gerade bei grösseren Sachen, die ich mir kaufe, mal 2 Wochen zu warten. Und zu schauen, was macht sie in diesen 2 Wochen mit mir. Das fängt nur schon bei Schuhen an. Ich gehe manchmal gerne auf Zalando, dass ich dort mal so ein bisschen rumschaue, was hat es denn für neue Kleider und Schuhe. Und wenn ich meine Selbstkontrolle trainiere, dann schaue ich, dass ich das nicht einfach kaufe. Und ich merke, wie nach 2 Wochen der Wunsch vergangen ist. Und ich würde sagen, 80-90% von diesen Sachen kaufe ich nachher nicht. Ich warte ab und schaue. Und so glaube ich, ist das weise, auch gerade bei grösseren Anschaffungen, mal abzuwarten, zu schauen und vielleicht auch darüber zu beten, mal Gott fragen, was ist dran? Und mal schauen, was es mit dir macht. Das ist manchmal auch bei so Schnellkäufen. Ich habe eine Freundin, die ist so eine Schnäppeljägerin, das ist unglaublich. Und sie kommt alles günstiger über sich. Aber das Spannende ist, sie kauft auch viel, viel mehr ein als ich. Und ich glaube, sie gibt mehr Geld aus mit all diesen Sales. Einfach ein Gedanke. 5. Punkt ist, einfach Leben bedeutet auch zu teilen. Teilen wir, wenn möglich. Wieso müssen wir jedes Gerät selber besitzen? Wie einfach wäre es doch, vielleicht einmal etwas mit dem Nachbarn zu teilen. Und es tut auch gut. Nicht immer die Geräte zu besitzen, es ist mies. Zu teilen, das tut gut. Es gibt auch Sharing-Plattformen, wo man es nicht besitzen muss, sondern es miteinander teilen kann. Es gibt auch so Autos, wo man kann, gell, Elias? Elias liebt die Autos. Also, teilen, wenn möglich. Und mein 6. und letzter Punkt ist Grosszügigkeit.
grosszügig sein, weil das verändert unser Herz. Erinnern wir uns daran, was Jesus sagt. Jesus sagt in der Apostelgeschichte 20, hey, auf dem Geben liegt ein grösserer Segen als auf dem Nehmen. Es fühlt sich so gut an, etwas zu kaufen manchmal, oder? Es tut gut. Aber es liegt so viel mehr Segen drauf, wenn wir einfach geben, können weitergeben. Weil wir werden frei, wir haben freie Herzen. Und es hilft uns, dass wir uns mit dem Herz nicht auf den Besitz konzentrieren. Es hilft uns, dass wir uns nicht das Geld kitten, wenn wir geben. Und weniger einkaufen bedeutet eben auch, mehr Geld haben zum Teilen, zum Weitergeben, zum grosszügig sein. Und das bedeutet ein freies Herz. Das sind ein paar Anstöße, die ich euch heute Morgen geben wollte. Ich bin mir bewusst, ich bin sehr schnell da durchgegangen. Aber ich möchte euch ermutigen, macht euch Gedanken, redet vielleicht mal die Hause drüber. Redet in der Small Group drüber. Ich habe auf dem Predigtkonzept all die Punkte aufgeschrieben. Nehmt es mit, fragt Gott, hey, was ist da dran? Mir ist bewusst, dass in all dem Innen Einfachheit nicht einfach die einzige Lösung ist, um den Stress in unserem Leben zu verhindern. Aber es ist eben ein Aspekt davon. Ein weiterer und ein wichtiger Aspekt ist, dass unsere Seelen gesättigt werden müssen. Und zwar das innere Verlangen nach Zufriedenheit und nach dieser Fülle, die wir alle suchen. Jesus lernt uns und sagt, dass das wahre Leben nicht im Wohlstand zu finden ist. In Johannes 10,10 sagt er, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und das Leben, das Jesus dir bieten wird, ist ein Leben voll von Überfluss. Und von welchem Überfluss redet Jesus da? Nicht vom Materiellen, sondern Jesus redet von einer innerlichen Zufriedenheit, von einer tiefen Fülle, von einem Lebensglück. Das ist ein Reichtum, den wir bei ihm finden können. Und das ist ein Reichtum, der eben ewig anhaltet und nicht einfach so eine kurze Freude und ein Glücksmoment ist. Und das kannst du haben. Die Wahrheit ist, du kannst die tiefe Zufriedenheit und die Fülle erleben. Heute, jetzt, durch Jesus, der dir im Überfluss schenkt. Du kannst das durch die Beziehung, durch die Verbindung zu ihm haben. Das ist eine Herzensbeziehung, wo er uns den Reichtum gibt und wo wir aus dem Erfülltsein leben können. Seine Liebe, seine Annahme, seine volle Aufmerksamkeit, die er dir geben will. Du als Tochter oder du als Sohn. Durch seine Gnade haben wir die Fülle. Und das allein langt eigentlich schon. Das ist Leben im Überfluss. Und alles Materielle ist nur ein Segen, der dazukommt in unser Leben. Hey, und so ist das ein Ruf an dem heutigen Morgen für dich. Dort, wo du merkst, du hast eine Sehne, du hast ein Reissen, sagt Jesus, komm zu mir, weil ich gebe dir die Fülle, ich gebe dir Leben im Überfluss. Und er wird dich sättigen und er wird dich füllen und du findest das heute bei ihm. Wir haben ein Gebetsteam an dem heutigen Morgen. Wenn du froh bist um Gebet, wo du sagst, hey, ich wäre froh, wenn jemand für mich genau für das kann beten und kann einstehen, dann darfst du dich melden. Du kannst nachher im Worship-Teil hinten rausgehen. Wenn du daheim bist oder online mit dabei bist, wir haben ein Gebetstelefon, wo du anrufen kannst. Und es sind Männer und Frauen, die es lieben, für dich einfach Zeit zu nehmen und zu beten. Und ich möchte uns alle fest ermutigen, dass wir in dieser Zeit, wo wir jetzt haben im Worship, das ehrlich vor Gott bewegen. Und dort, wo du neu die Fülle, den Reichtum brauchst und erleben willst, komm von ihm, sag ihm das. Ruf ihm zu. Er ist ein Gott, der dich hört. Auch an dem heutigen Morgen. Ich komme zum Schluss. Weniger Materialismus gibt uns eben mehr Leben, wenn wir es so anschauen. Und es macht das Leben nicht einfach stressfrei, aber wie schon gesagt, es ist ein wichtiger Aspekt von dem, wo wir nicht unterschätzen sollten. Und schau, vielleicht kostet es dich enorm viel, Jesus nachzufolgen auf dem Weg von dem einfachen Leben. Aber hey, sind wir uns bewusst, es kostet uns noch viel mehr, wenn wir es nicht machen.
Und darum lohnt es sich, immer wieder anzuschauen und ehrlich unsere Herzen zu hinterfragen. Was gibt mir die Fülle? Was gibt mir die Zufriedenheit? Wie gehe ich damit um, wenn ich sie nicht habe? Und wo kann ich reduzieren? Wo kann ich einfacher leben? Und in den Fußspuren von Jesus Schritt machen und ihm nachlaufen und nachfolgen. Ich will zum Schluss beten und ich lade euch ein, zum Aufstehen. Ich lade euch die Hause auch ein, zum Mitbeten, dort, wo du gerade sitzt oder bist. Und Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen. Zuerst mal, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast, wo uns so zeigt, der Lebensstil, der göttliche Lebensstil und was uns gut tut. Hey, ich danke dir, dass du uns Prinzipien aufzeigst, die uns helfen in unserer Nachfolge. Und dass wir von dir lernen dürfen. Und Vater, ich bete jetzt an dem heutigen Morgen, dass du, Geist Gottes, uns aufzeigst, wo wir vielleicht gefangen sind, in so Gedankenmuster, dort, wo wir unsere Herzen an Besitz anhängen, dort, wo das vielleicht manchmal anschleichen kommt und wo wir gar nicht wollen. Und ich bete, dass du kommst und dass du das abbrichst, dass du uns da frei machst. Auch dort, wo Menschen vielleicht Angst haben, sie könnten zu kurz kommen. Menschen Angst haben, sie haben nicht genug. Ich danke dir, bist du unser Versorger. Und da bete ich, Herr, dass die tiefe Überzeugung darf in unseren Herzen so verwurzelt sein, dass wenn wir auf dich schauen, auf den Himmel schauen, nach deinen Prinzipien leben, dass wir nie zu kurz kommen, dass wir immer genug haben. Und ich danke dir, Herr, dass uns die Füllung ist, der Reichtum, wo wir alle suchen. Ich danke dir, dass du schon so grosszügig bist mit uns, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Und ich bete, dass du das heute neu ausgüssest, dort, wo wir es uns neu bewusst werden. Aber auch Menschen, die zum allerersten Mal von dir hören. Herr, wir wenden unsere Herzen zu dir zu. Wir wollen von dir lernen und wollen einen Schritt machen. Und da danke ich dir, dass du uns hilfst und mit uns einen Schritt machst, in dem Tempo, wo es geht, wo wir das können, Herr. Ich lobe und preise dich, Vater im Himmel. Amen. Amen.